Ist es schon Februar und wir haben ja letzten Sonntag richtig viel Inhalt, Leidenschaft vom Leo gehört über die Bibel lesen wie niemals zuvor. Und ich bin überzeugt, dass für die einen und für viele von uns wirklich das Bibellesen eine Sicht und auch eine Leidenschaft ausgelöst worden ist wie nie zuvor. Wenn das noch nicht passiert ist, ich habe den Glauben, dass der Sonntag, diese Celebration das macht. Nicht wegen mir, nicht wegen, sondern weil ich glaube, Gott will heute eine Leidenschaft freisetzen und ein Verlangen nach seinem Wort wie noch nie zuvor. Ich gehe von dem aus, das ist der Glaube, darum bin ich heute aufgestanden. Sehr gut, ich nehme dich mit rein in das. Wir möchten wirklich, der Titel von dieser Message ist, wie tut das Bibellesen mein Leben verändern? Und ich glaube, Bibellesen tut Leben verändern, weil ich es in meinem Leben schon dutzende Mal erlebt, hunderte Mal. Und es ist so relevant, dass wir die Bibel so anschauen, dass sie unser Leben verändern. Hey, Bibel lesen, das ist so etwas, wo für viele Leute manchmal eine Challenge ist. Es gibt tausende von Fragen rund ums Bibellesen. Wir haben ja in den letzten Wochen über das Bibellesen vieles gehört. Es gibt Schriften, es gibt das Alte Testament. Wie ist das relevant mit dem Neuen? Es gibt Briefe von Paulus, Neue Altes Testament. Und immer wieder kommt eine Frage, die die Leute stellen, ist, welche Bibel ist eigentlich die beste? Ist es die Elberfelder? Ist es die Lutherbibel? Ist es die NGÜ? Ist es vielleicht die berndeutsche Bibelübersetzung oder die Zürcher Bibel, Zürichdeutsch, Volksbibel, wie auch immer? Welches ist die beste? Heute tue ich dir sagen, welche die beste ist. Bist du bereit? Die beste Bibel ist die du wirklich liest. Die du wirklich liest. Ja, logisch. Das ist die beste. Immer die du auch wirklich liest, weil sonst ist sie halt einfach im Büchergestell und wird verstaubt. Es ist wirklich so. Und ich glaube, es ist eine Leidenschaft von Gott. Ich habe vor ein paar Monaten ein Buch gelesen, das heisst «Der Bibelraucher». Und diese Geschichte hat mich so inspiriert. Es gibt tausende Arten, wie du die Bibel lesen und wie du die Bibel anwenden in deinem Leben. Der Typ, der hat die Bibel direkt von der Lunge ins Herz erlebt. Der hat sie geraucht. Das ist der William Bunz, ein Deutscher. Der ist sehr, sehr herausfordernd aufgewachsen. Seine Mami hat ihn ausgesetzt als Baby auf der Straße. Sein Vater hat ihn in ein Heim nach dem anderen gesteckt. Er hat mega überall Schwierigkeiten gemacht. Und als Teenager ist er zum Mörder geworden und hat Dutzende von Jahren ins Gefängnis müssen. Und im Gefängnis hat er sich immer auch schlecht dargestellt und in der Einzelhaft hat es eine Bibel gegeben und er hat immer in den Söcken rein, hat er Tabak in seine Einzelzellen geschmuggelt. Nicht geschnupft, sondern geschmuggelt. Und dann hat er mit dem Tabak und der Bibel zusammen, hat er einfach eine Bibelseite rausgerissen, hat sich einen geröllert und den geraucht. Und so ist die Bibel für ihn eigentlich das Papier zum Rauchen. Und er hat sich dann irgendwann entschieden, jede Seite, die ich rausrupfe, tue ich zuerst auch noch lesen. Und das war der Anfang von der Veränderung in seinem Leben. Er hat die Bibel durchgeraucht, hat sich gequalmt bis ins Neue Testament. Als er im Neuen Testament angekommen ist, hat er vielleicht keine Stimme gehabt, aber er hat gelesen, ihr seid das Salz dieser Erde, ihr seid das Licht dieser Welt. Und als er das gelesen hat und sein Leben angeschaut hat, hat er gemerkt, ich bin nicht wirklich das Licht, ich bin auch nicht wirklich Salz. Und dann liest er weiter und er erfahrt durch die Bibel, dass Gott ein Vater ist, ein liebender Vater, der treu ist in unserem Leben. Und das ist so krass in sein Herz, dass er sein Leben für den Gott aufgemacht hat und gesagt hat, wenn du mich willst verändern, dann zeig mir, dass du kannst. Und Gott hat es gemacht. Er hat viel kürzere Haftzeit gehabt, ist rausgekommen und hat mit einer Person nach der anderen, und er so schlimme Sachen angetan hat, Frieden geschlossen, sich entschuldigt, hat Zeug zurückgebracht und hat ein Leben in die Ordnung bringen vor Gott. Der Bibelraucher. Mega gute Geschichte. Und die Geschichte ist für mich heute eine Illustration von dem, was ich mir wünsche, dass wenn wir die Bibel nehmen, ist sie manchmal schwierig vielleicht. Vielleicht hat es Hürden in deinem Leben, wo du denkst, wow, wie kann ich die Bibel nehmen, wie kann sie in mein Leben hineinreden? Und es ist eigentlich ein Kampf darum, dass wir eine Brücke finden von der Bibel in unseren Alltag. Und die Brücke ist nicht so einfach zu finden. Für den Bibelraucher ist es das Rauchen gewesen. Ich glaube nicht, dass das heute die Message sein soll, dass du die Bibel anfängst zu rauchen, sondern wir möchten dort die Möglichkeiten zeigen, wie du die Bibel kannst nehmen und das eine Brücke bilden in deinen Alltag hinein, weil das Ziel vom Bibellesen ist nicht, dass dein Kopf noch voller wird, dass du etwas abhäkeln auf deiner frommen To-Do-Liste, sondern das Ziel vom Bibellesen ist ein verändertes Leben. Das Ziel ist,
wie beim Bibelrauchen, dass die Wahrheit Gottes in dein Leben hineinkommt und dass seine Sicht offenbart wird in deinem Leben, dass du in deine Bestimmung hineinkommst, dein Denken, dein Fühlen, alles von deinem Leben verändert wird in das Bild von Gott. Das ist das Ziel. Darum lesen wir die Bibel, weil es die Sicht Gottes ist in unserem Leben. Und wenn das so passiert, dann ist es wie mit einer Stimmgabel, die eben in ihrem Design ihren Ton abgibt. Die Stimmgabeln, die sind auf 440 Hertz eingetuned. Das ist der Ton, wo das ganze Orchester im Orchester sich daran orientiert. Das ist der Normalton oder der Kammerton, sagt man dem. Habe ich mir sagen lassen. Und das ist das Bild für mich heute. Wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir von dieser Sicht Gottes im Leben berührt und wir fangen an zu klingen. Ja, genau. Ich kann nicht so gut singen, aber jeder Teil von unserem Leben wird plötzlich ausgerichtet auf den Ton Gottes. Und dann kommt unser Leben Sinn über und wir haben den Ton, der eben passt. Du bist im Design von Gott geschaffen, dass du den göttlichen Ton kannst wiedergeben. Lass uns das in der Bibel nachlesen, für was denn das Bibellesen uns hilft. Das ist da beschrieben im 2. Timotheus 3,16. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Das ist mal das Erste. Sie zeigt uns die Wahrheit. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Das sind 4 ganz praktische Ausdrücke, wie unser Leben verändert wird. Wie der Ton von Gott in unser Leben kommt. Wir können plötzlich die Wahrheit erkennen und die Lüge fällt weg. Die Schuld wird offenbar, wenn wir die Bibel lesen und er erzieht uns zu dem Leben, das er schon lange für uns denkt. Das ist der Ton Gottes, boom, in unserem Leben. Wo so wunderbar klingt und dein Leben ist ausgerichtet nach dieser Herrlichkeit von Gott und jeder Lebensbereich hat den Ton und kommt in das Bild von Gott und dein Leben stimmt. Die Melodie von deinem Leben ist geerdet dort, wo Wahrheit ist. Ich möchte heute in dieser Message ganz konkret werden. Ja, wie kann ich denn das Bibellesen wirklich anwenden? Und ich möchte dir ein paar Grundprinzipien mitgeben. Zum Ersten, mir ist mega aufgegangen und wichtig geworden, eine Haltung ist alles entscheidend, wenn ich die Bibel lese. In welcher Haltung gehe ich dran, das ist entscheidend. Das ist eine Haltung von Glauben und Demut. Weißt du, wenn man heute so, bevor man in die Bibel geht, angeht und sagt, ja, jetzt nehme ich mal die Bibel auseinander und ich schaue, wo sind eigentlich die Widersprüche und wo sind die Lücken, wo ich vielleicht durchkomme, wo kann ich das finden, was ich schon lange will finden und die Bibel auf die Seite schieben, dann kannst du schon Bibel lesen, aber dann bist du mit angezogener Handbremse dort. Der Wunsch, den ich heute habe, ist, dass wir eine Church sind, dass wir Männer und Frauen sind, die in einer Haltung von Demut das Wort Gottes vornehmen und sagen, er ist Gott und ich bin das nicht. Ich habe vor einem Jahr in meine Agenda, so in mein Tagebuch in der Bibel, habe ich einen Vers abgeschrieben aus dem Samuel. Der junge Prophet, der dort bei den Propheten lernt, bei Elia, er hört die Stimme von Gott und er kennt sie noch nicht und der Elia schickt ihn zurück. Und dann, als er das 3. Mal die Stimme hört, also der Eli ist es gewesen, nicht der Elia, wo der Eli ihm sagt, ja, dann bist einfach dort und bist ready und sag zu Gott, wenn er nochmal redet, sag zu ihm, sprich Herr, denn dein Knecht hört. Du, der Vers ist mir so eingefahren, dass ich den wirklich geheult habe über so viele Wochen, Monate. Ich war so oft in einem Denken, ich muss leisten, ich muss schaffen. Nein, in dem Vers steht, sprich Herr. Es gibt einen Herr und dein Knecht hört. Ich bin nur der Knecht von Gott. Also er ist Herr und ich bin Knecht. Er ist der Vater, ich bin ein Kind von ihm. Die Hierarchie ist klar. Das Wort Gottes ist eine Autorität in unserem Leben. Das ist der Ursprung von jeder Wahrheit, verstehst du? Und wenn wir in diese Haltung hineingehen, werden wir auch ganz anders rausgehen aus dem Bibellesen. Der Samuel sagt dort, sprich und ich höre. Es ist auch klar, wer redet und wer hört. Es ist gut, wenn wir beten und Gott unser Herz ausschüttet, aber Bibellesen bedeutet, du hörst, hören, was Gott sagen. Und der Herr spricht und der Knecht hört. Und in dieser Haltung probiere ich hineinzugehen in die Bibel. Und ich habe gemerkt, das prägt mein Leben, dass ich in dieser demütigen Haltung hineingehe. Gott, red in mein Leben hinein. Sprich heute hinein und ich bin offen. Ich will hören und ich will das tun, was du mir sagst, schon bevor ich die Bibel aufschlage. Verstehst du? Das ist alles entscheidend, dass wir diese Haltung haben, weil sie bestimmt, wie du nachher reagierst, wenn du etwas hörst. Der David sagt das genau gleich. Und ich möchte das mitgeben, einfach als Idee für dein Bibellesen. Wenn du die Bibel vornimmst,
und das beachtest, dann nimm den Psalm 139 und mach das zu dem Gebet, bevor du lesest. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, dann hol mich zurück auf den Weg, den du für uns für immer gewiesen hast. Das kann dein Gebet sein. Hey Gott, red, prüf du meine Gedanken und ich will, dass du sagst. Das mal so als erste Guideline für mich, wenn ich die Bibel lese, ist die Haltung von Glauben und Demut. Es ist eine kindliche Haltung, die Samuel hat. Gott redet und ich höre. Und da ist auch ein Glaube dahinter, dass er wirklich redet. Also, ich hoffe, du hast den Glauben, wenn du deine Bibel auftust, dass Gott eben redet. Zweiter Gedanke ist, darüber diskutieren. Ja, diskutieren mit Freunden über das, was du liest in der Bibel. Wir haben, glaube ich, oft in diesem Zeitgeist haben wir uns daran gewöhnt, dass jeder baut sich seine Wahrheit. Ein bisschen von dort, ein bisschen von da, wie so ein Spitzenköch, oder? Ein bisschen von dem Gewürz, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Islam, alles. Und das ist mein Glaube, der ist gut so. Und oft habe ich beobachtet, ist das für uns Christen auch plötzlich normal, dass wir sagen, ja, ich verstehe es so. Das ist nicht die Kultur, die Juden haben. Wenn die Juden heute anschaust, bis immer noch heute in den Talmud-Schulen, die haben die Pulpil-Methode. Es hat nichts mit Pupillen zu tun, sondern es bedeutet eigentlich Pfeffer. Die haben pfeffert die Diskussionen über das Wort Gottes und die haben wirklich manchmal eine hemdsärmelig oder faustkräftige Diskussionen, wie das ein Bibeltext angewendet soll werden. Und ich habe mir das als Vorbild genommen. Ich wünsche mir, dass ich meine Freunde konfrontieren kann und sagen, ich verstehe etwas nicht. Kannst du mir es erklären? Kannst du bitte mir helfen? Wie siehst du das, Tom? Wie siehst du das, Sarah? In der Small Group, bring deine Fragen mit und bis in einer diskutierenden Haltung, wenn niemand von uns versteht die Bibel einfach so allein und checkt alles, was die Bibel sagt. Wir brauchen die andere Sicht. Das ist wie ein Diamant, der in alle Richtungen strahlt. Darum nimm deine Frage zur Small Group mit. Wir haben gerade diese Woche einem Gebetstreffen einen geschrieben, hey, ich brauche unbedingt eine Erklärung von euch. Im Römerbrief habe ich gesehen, dass Gott manchmal Menschen das Herzen verstockt. Und ich habe Schiss, dass Gott genau dieser Person in meinem Umfeld das Herz verstockt hat. Kann das sein? Und wir haben diskutiert und betet. Und es ist so viel Kraft drin. Es bringt auch Leben in deine Small Group hinein, wenn man so richtige Fragen kannst diskutieren. Bring deine Fragen in die Gemeinschaft hinein. Die nächste Art, wie du die Bibel kannst auftun und lesen, das ist indem, dass du sie praktisch anwendest. Also, da möchte ich einfach die Bibel reden. Im Jakobus 1 steht Folgendes. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Potz Donnerhagel. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Bibel lesen ist manchmal lustig. Wie geht es eigentlich an einem Mann, der in den Spiegel schaut? Frauen, also was habt ihr schon beobachtet? Wie geht es so einem Mann, wenn er in den Spiegel schaut? Also, keine Ahnung. Also, ich weiss nur, die Frauen, die sehen etwas, sind auch wunderschön, aber wenn sie davonlaufen, dann sehen sie eigentlich nur noch, was nicht so gut war. Bei den Männern ist es folgendermaßen, sagt Jakobus, er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Puh, ja. Tatsächlich kann das schon noch vorkommen, oder? Zum Glück kann ich manchmal noch ICF-Video schauen, dann weiss ich, wie ich wirklich aussehe. Was der Jakobusbrief uns da sagt, ist eigentlich, wenn Gott in dein Leben redet, durch die Bibel lesen und sagt, hey, trachtet zum Beispiel zuerst nach Gottes Reich, dann merken wir, mal, genau, das ist Wahrheit. Aber wenn wir in Situationen kommen, wo es dann Herd auf Herd ist, dann sind wir wie ein Mann, der umgekehrt ist und schon vergessen hat, was er gelesen hat. Wie wir wirklich im Bild Gottes aussehen. Und ich glaube, da legt Gott den Finger drauf. Könnte es sein, dass du bist wie ich, dass du eigentlich nur das wirklich glaubst, was du auch tust? Täterinnen und Täter vom Wort Gottes sind die das tun, die auf dem Glauben einfach Schritte machen und umsetzen. Das ist Täter des Wortes sein. Ich möchte den Schluss von dem Jakobus-Abschnitt vorlesen. Ganz anders als ein Mann, der vergisst, wie er aussieht, ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er oder sie beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Du kommst Freiheit über. Er kann sich glücklich schätzen. Sie kann sich glücklich schätzen,
Denn Gott wird alles segnen, was er tut. Hey, Gott segnet alles, was du tust, wenn du das Wort an dich anlässt, wenn du anfängst umsetzen im Glauben. Darum ist es so ein wichtiges Prinzip, wenn wir die Bibel lesen, lass uns tun, Täterinnen und Täter sein. Das Problem ist, wir haben nicht gerne Veränderung. Das andere Problem ist, der Feind hasst es, wenn du Sachen umsetzt. Das hat der Teufel gar nicht gern, weil der Ton von Gott plötzlich in deinem Leben so laut klingt, dass er nicht mehr festheben kann. Aber darum ist es entscheidend, dass wir umsetzen. Nächster Punkt und der abschliessende für diesen Abschnitt. Ich möchte dich motivieren, mach Bibellesen zur Gewohnheit. Es gibt Sachen, die brauchst du einmal im Leben und dann ist gut. Das Bibellesen ist nicht eine von diesen Sachen. Ich glaube, wenn du möchtest, dass wirklich der Ton Gottes in deinem Leben klingt und immer wieder zum Klingen kommt, dann lass auch das Wort Gottes immer wieder an dich an. Im Josua 1,8 steht, sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht darüber nach, damit du dein ganzes Leben nach ihnen ausrichtest. Dann, und schon wieder so eine Verheißung, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Wenn wir meditieren und das sinken lassen, wird Gott segnen, was wir tun. Also ich hoffe und bin voller Glauben, dass du verstanden hast, hey, die Art und Weise, wie du in die Bibel hineingehst, wird entscheiden, wie der Ton Gottes in deinem Leben ist. Gott möchte klingen in deinem Leben. Lass uns jetzt ein paar konkrete Beispiele anschauen. Es gibt ein Buch von Leo Susan, das heisst Bibel lesen wie niemals zuvor. 31 Ideen konkret, wie du Brücke schlagen in deinen Alltag von der Bibel. Aber heute hören wir 3 Beispiele. Dan Nüsch als erstes. Wie lesest du die Bibel? Applaus für unseren Dan. Danke, Michi. Eine Art, wie ich die Bibel gewinnbringend lese, damit mein Leben verändert, ist ein Bibellesen nach Plan. Klingt ganz unspektakulär. Ich brauche einen Plan. Wenn ich am Morgen aufstehe und die Bibel lese, wenn ich schon planlos bin, ich bin überfordert, oder? Also es hilft mir, die Bibel irgendwo breit zu legen oder wissen, in welchem Buch bin ich gerade am Lesen. Ich habe vor einem Jahr angefangen, einen Bibelleseplan zu starten, und zwar 49 Wochen Bible Challenge. In einem Jahr, in 49 Wochen, ein bisschen weniger, durch die Bibel. Schön und gut, ich brauche über 2 Jahre, aber ich bin schon in der Mitte. Das ist gut, immerhin, ich weiss, wo ich lesen will. Und so lese ich etwa 5 Kapitel pro Tag, oder besser gesagt, ich höre die Bibel, weil das hilft mir. Dann kann ich gerade laufen mit dem Hund und höre die Bibel und gehe da einfach von Buch zu Buch durch, Kapitel für Kapitel. Und da bin ich in den Sprüchen an diesem Morgen, per Zufall, Sprüche 21, und da lesen wir, wer ausgelassene, feste liebt, wird bald arm. Ein aufwendiger Lebensstil hat noch keinen reich gemacht. Denn Vers 21, ein weiser Mensch kommt zu großem Reichtum. Ein Dummkopf aber verschleudert sein Geld. Ich denke, das ist noch recht pointiert. Habe es mal einfach mal liegen lassen, einfach mal gelost. Aber dann, während dem Tag merke ich, hey, könnte es sein, dass der Bibelvers gerade in meine Situation, in unsere Situation als Familie redet, weil wir sind gerade im Moment gewesen, wo wir einen Entscheid fällen, eine Anschaffung machen als Familie, und haben uns zwischen 2 Optionen entscheiden. Die eine Option war ein bisschen schöner, war aber ein bisschen über unserem Budget. Die andere Option ist nicht ganz so schön, aber in unseren finanziellen Möglichkeiten. Und ich habe eigentlich schon eher gegen die schöne Version tendiert, weil ich weiss, Gott hat grundsätzlich kein Problem mit Schönheit und Extravaganz. Schau mal den Tempel an, der war gewaltig, was Gott gemacht hat. Aber ich habe noch überlegt, was ist denn Weisheit in dieser Situation? Was ist Weisheit über die Jahre hinaus? Und ich habe gemerkt, für mich heisst das, hey, Gott redet zu mir und sagt, hey, Weisheit ist, mach das Beste in deinen finanziellen Möglichkeiten. Leb nicht über dein Maß raus ausgeschweift. Und wir haben so einen Frieden bekommen, um zu wissen, hey, das müssen wir entscheiden, das ist das Richtige. Und so hat mir Bibellesen nach Plan geholfen, ganz praktisch in meinem Leben eine gute Entscheidung zu fällen, die hoffentlich genau den Ton von Gott wiedergibt. Come on. Hey, für mich schlägt das systematische Bibellesen
die Brücke vom Bibellesen zu meiner alltäglichen Realität. Und zwar lese ich sehr oft mit Methoden und Prinzipien. Und ich habe dir eins heute mitgebracht, nämlich das 5-Finger-Prinzip. Es ist mega simpel. Du kannst auch hier anhand von deinen 5 Fingern mega gut Bibel lesen. Du kannst dich fragen, was gefällt mir an dieser Bibelstelle? Was will mir Gott aufzeigen? Was zeigt er drauf? Was stinkt mir vielleicht ein bisschen an dieser Bibelstelle? Welche Versprechen hat Gott für mich in diesem Vers? Und was kommt mir vielleicht auch noch ein bisschen zu kurz? Wo muss ich vielleicht noch ein bisschen nachforschen und nochmal nachgehen? Und ich habe vor ein paar Wochen im Johannes 8, 1-11 gelesen. Das ist die Stelle mit der Ehebrecherin, wo die Pharisäer kommen und vor Jesus die Ehebrecherin anklagen. Wo sie kommen und sagen, hey Jesus, das ist alles falsch gelaufen bei dieser Frau. Wo sie auch Jesus anklagen wollen und ihm eine Falle stellen wollen. Und ich bin diese Stelle durchgegangen. Ich habe zuerst mir aufgeschrieben, was gefällt mir alles an dieser Stelle oder wo hat es ermutigende Sachen drin. Und dann bin ich mega lang beim Zeigefinger hängen geblieben. Was will mir Gott aufzeigen? Und zuerst bin ich beim Vers 7 stehen geblieben, wo es heisst, wie Jesus auf die Situation reagiert. Er sagt, als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und ich habe mich gefragt, hätte ich den Stein werfen können? Und ich habe ganz klar gewusst, nein. Ohne Jesus bin ich nicht ohne Sünde und ich hätte den Stein nicht werfen können. Und ich habe weitergelesen im Johannes 8 und man sieht genau auch, wie die Pharisäer reagiert haben. Sie sind davon gelaufen, sie haben den Stein nicht werfen können. Und dann habe ich Gott gefragt, ja, aber was willst du mir jetzt aufzeigen? Was zeigst du jetzt drauf in dieser Stelle, Jesus? Was willst du mir noch konkreter mitgeben? Und dann habe ich es genauer gelesen und habe die Stelle gesehen, wo es heisst, hey, zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Und plötzlich hat Gott mich gefragt, Selin, hat es jemanden gegeben an dieser Stelle, wo der Stein hätte dürfen werfen? Und ich habe gemerkt, ja, Jesus hätte jedes Recht gehabt, den Stein zu werfen. Er hat jedes Recht gehabt, Ankläger zu sein und den Stein zu werfen. Aber was er gemacht hat und was wir nachher lesen, ist, dass Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus ist mit Gnade gekommen, dann, wenn er das Recht gehabt hätte, den Stein zu werfen. Er ist der, der gesagt hat, ich verurteile dich nicht, ich sprich dich sogar noch frei. Ich klage dich nicht an, ich sprich dich frei. Und es hat in mein persönliches Leben so hineingeredet. Und ich habe gemerkt, ich darf das annehmen, dass Jesus Gnade für mich parat hat, statt Anklage. Und so hat für mich konkret das Prinzip oder die Methode von diesen 5 Fingern und dann nachher auch das Verständnis von dieser Gnade, die ich neu und tiefer erfahren darf, Anklang gefunden in meinem Leben. Amen. Was meine Brücke ist in meinem Leben, von der Bibel nachher praktisch ins Leben hineinzukommen, ist meditierend lesen. Und du denkst vielleicht, meditieren tönt ein bisschen fernöstlich, ist ein Prinzip, das Gott erfunden hat. Meistens so, du hast gelesen vorne im Josua, wie es heisst, denk über das Gesetz von Gott nach Tag und Nacht. Und wenn du dort ein bisschen das anschaust, dann ist das ein hebräisches Wort, das nichts anderes heisst als wiederkauen. Und ich weiss nicht, ob du es weisst, aber ich arbeite mit Wiederkäuer. Ich liebe Wiederkäuer. Ich liebe Milchkühe. Die haben 4 Mägen. Die fressen 50 bis 70 Kilo Frischsubstanz am Tag. Und sie liegen ab und sie tun bis 14 Stunden, über 700 Minuten wiederkauen. Ich habe einen Sensor auf dem Muskel vom Wiederkauen und der Computer zählt mir die Minuten und die Schläge, die Kühe effektiv wiederkauen. Das ist essentiell, dass eine Kuh 55 bis 60 Liter Milch geben am Tag. Sie zersetzt das und der Speichel im Maul macht, dass der Pansen stabil ist und dass die Pansenmikroben all die Energie können aus dem Futter rausschaffen und so das Produkt wunderbar zu veredeln. Was mir das zeigt, meditieren, und wenn ich das praktisch mache, ich schaue, wo ist die Gegenwart von Gott auf einem Bibeltext, der zu mir redet. Du bist vielleicht da in der Church, dir springt ein Vers an. Oder du liest die Bibel und vielleicht hast du den Teil schon 10-mal gelesen und plötzlich redest du auf eine ganz andere Art. Das trifft dich ins Herz. Dann nimm das und denk darüber nach. Während du schaffst, wenn du auf dem Weg zu der Arbeit bist, es ist vielleicht nur ein Satz. Bei mir ist es momentan Nehemia 9,20, was heisst, er hat mir seinen guten Geist gegeben, mich zu instruieren.
Und verstehst, ich denke über das nach, ich bleibe bei dem Vers. Viele fragen, Tom, wieso kannst du die Bibel so gut auswendig? Kannst du so gut auswendig lernen? Nein, ich habe kleine Portionen genommen und bleibe Tage, Wochen, ja sogar monateweise. Und wenn der religiöse Geist sagt, du solltest aber wieder mal das Kapitel lesen, dann sage ich, nein, da bleibe ich kann ja noch leben von dem Wort. Verstehst du, ich bin zum Beispiel Hohelied 2,9 geblieben. Er hat mich in sein Weinhaus geführt und sein Banner über mir ist Liebe. 2018, ein ganzes Jahr. Du, ich bin grauenhaft aufgeblüht. Ich sage euch eins, wirklich, ich möchte euch einfach ermutigen, es ist eine Art, wie ihr die Bibel lesen könnt. Nehmt doch einen Satz, nehmt doch 2 Sätze und bleibt und jetzt wieder. Denkt an die Kuh, wie sie in der Boxen liegt. Und einfach wieder kaut. Ist so ein gutes Bild, damit so eine Brücke kann geschlagen werden zum Wort Gottes, das lebendig ist. Wo er sagt, im Psalm 119, Vers 161, mein Wort ist kostbarer als einer, der einen grossen Schatz findet. Wow. So gut. So gute Geschichten. Das finde ich so gut. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass Gott einen Sensor an unserem Hals hat und misst, wie gesund dass wir sind, wie oft dass wir wiederkommen. Hey, du musst die Bibel nicht rauchen, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wie du schon gesehen hast. Ich habe noch so eine Variante forschend. Ich finde das Bibellesen gewinnbringend für mich persönlich auch, wenn ich die Brücke brauche vom Forschen, dass ich einfach so eine Studienbibel nehme und ein Wort packe und sage, ich forsche jetzt. Und so bin ich auf meine Weihnachtspredigt gekommen und gesagt, Jesus, ich möchte das Wort Windeln einfach genauer verstehen. Warum steht in den Evangelien, dass die Maria ihr Kind in Windeln gewickelt hat? Warum ist das so wichtig? Und ich bin auf den Fakt gekommen, dass die Engel genau das zu den Hirten sagen, dass sie das Kind in Windeln gewickelt finden, weil sie jeweils als Hirten die kleinen Schäfchen auf die Welt kommen, auch in Windeln wickeln, die fehlerfrei sind und erstgeboren. Und das hat mich so berührt. Ich habe gemerkt, wow, Gott redet zu jedem von uns so, dass wir es verstehen in unserem Alltag. Und dann gibt es eine Brücke in unserem Leben, in den Alltag hinein, wo wir sind abtuned wir sind eins mit dieser Stimme Gottes. Und ich möchte dir zum Schluss zeigen, wenn uns Gott verändern kann, dann gibt es ja einen Ton. Und das Krasse ist, wenn wir klingen in dem Ton Gottes und uns begeben an den Arbeitsplatz, in unsere Nachbarschaft, dann passiert etwas Spannendes. Du klingst, Gott klingt an in deinem Leben. Und dann, wenn du still wirst, dann tönt es bei den anderen neben dir auch weiter. Links und rechts, du wirst plötzlich anstecken. Der Ton Gottes, der in deinem Leben klingt, der klingt im Leben von deinen Nachbarn, deiner Verwandtschaft, von Leuten um dich herum weiter. Also, heb nicht zurück, wenn du Wort Gottes hast, die dich anstecken, die dich motivieren. Schick sie schick es deinen Freunden. Mir hat gerade die Woche einer geschrieben, der über meine körperlichen Challenges weiss. Er hat gesagt, hey, Gott ist dein Hirte, er führt dich auf saftige Wiesen. Und es hat in meinem Leben nachgeklungen. Wenn ich auf Gott höre für meine Frau und nachher ein paar Sätze aufschreibe, und ich glaube, so sieht dich Gott und so sehe auch ich dich mit den Augen Gottes, dann kommt ein anderer Ton raus in ihrem Leben, als wenn ich so ein bisschen rumstenkere und sage, was mir nicht so passt. Wenn du an deinen Arbeitsplatz gehst und ehrlich bist, Wahrheit redest über Menschen oder Sachen, die du gemacht hast, wenn du deine Schuld bekennst, wenn du Leute um Vergebung bittest, dann kommt der Ton Gottes durch dein Leben so krass über, dass er überkommt auf andere. Und Menschen werden in dem Ton Gottes tönen, weil jede einzelne Person ist designt, in dem Ton Gottes zu klingen. Das ist so, wie Gott uns geschaffen hat, jeder einzelne Mensch. Und weisst, wie krass ist es dann erst, wenn jede Person selber in die Wahrheit von Gott hineintaucht. Dann ist es noch lauter. Dann wird jeder von uns, das ist, glaube ich, auch das Bild, das mich so motiviert für den heutigen Morgen, wenn jeder von uns entdeckt, jede Person, dass wir bei Gott durch sein Wort den Ton aufnehmen und anfangen zu klingen in dem Sound, wie er uns geschaffen hat,
dann ist der Ton so laut, dass er nicht mehr versteckt werden kann. An unserem Arbeitsplatz, in unseren Nationen, dort, wo wir leben, dort, wo wir sind, der Ton Gottes, der klingt durch dies und mein Leben. Und wenn wir gemeinsam als Christen tönen, in dem Leben von Gott, in dieser Wahrheit, wo wir direkt von Gott gehört haben, nicht nur links und rechts geholt, dann klingen wir schon auch, aber direkt von Gott gehört hast, was Gott über dich denkt, was er auf dem Herz hat für dich, dann wird der Pegel von Wahrheit steigen in unserem Land. Dann wird der Pegel von Glauben steigen in unserem Land. Und wir hören so viel über Krieg, über Wirtschaft, Energiekrise. Und so viele Leute sind zermürbt über diese Nachrichten. Hol die Wahrheit Gottes in dein Leben. Und du klingst so anders. Du hast so eine andere Perspektive. Du hast so eine andere Art zum Rausgehen. Und wenn wir gemeinsam klingen, so wie heute Morgen, wo wir uns zusammengebracht haben, vor Ort und online, und miteinander einstimmen in den Sound von Gott, das ist eine Kraft, die die Welt wird spüren. Wo das Umfeld verändert, wo das Salz und Licht, wie Gott uns bestimmt hat, plötzlich spürbar ist. Die Leute sagen, hui, das ist aber eine gesalzene Ladung von Wahrheit in meinem Leben. Leck, da blendet das Licht Gottes, wenn du reinkommst in den Saal. Und das ist das, was Gott denkt hat. Darum das Bibel lesen, es ist für dich mega wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir für andere, für unser Umfeld, die Stimmen sind und die Leben sind, die leuchten in dieser Wahrheit Gottes. Viele Leute in deinem Umfeld, sie werden die Bibel nie lesen. Aber sie kennen eine Art von Bibel, das ist dein Leben. Sie lesen dein Leben. Und sie werden das Wort Gottes in deinem Leben sehen, wie es tönt. Sie werden hören, wie der Ton von dieser Liebe vom Vater tönt. Und sie werden gezogen werden an seine Herrlichkeit. Ich wünsche mir, dass wir heute aufstehen, auch online. Lass uns auf unsere Füße stehen und einstimmen in den Ton Gottes. Wir sind